Grüß euch, der Feiler ist da. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kochen mit oder bayerisch, kulinarisch halt wieder. Wir deren heute, also ja, wir werden es nicht ganz heute schaffen. Wir machen nämlich einen Schweinebraten mit bayerischen Semmelknödeln und einem bayerischen Blaukraut. Rotkohl auch genannt für euch. Es ist so, dass das wahrscheinlich nicht alles auf ein Video passt, deswegen nennen wir es jetzt einfach mal Part 1. Was brauchen wir für das Blaukraut? Für das Blaukraut brauchen wir Fett, BZW-Öl, wir brauchen Essig, Rotwein, natürlich brauchen wir den Krautkopf, wir brauchen einen Apfel, Lorbeer und Nelken. Pfeffer, Salz, Zucker, da hinten habe ich sie, ein Fruchtgelee. Das habe ich nicht selber gemacht. So, bevor wir jetzt das ganze Zeug da hinten brauchen, müssen wir uns um den Krautkopf kümmern. Der wird klar geschnitten. Wenn ihr eine Krautreibe habt, dann nutzt die. Ich habe keine, ich muss tatsächlich nur mit dem Messer machen. Ist der nicht schön? Frisch vom Bauern. In dem Fall gleich einen großen Topf herrichten, da kann man das Kraut dann nämlich gleich reinschmeißen. So. Strunk raus. Den mag keiner mitessen. Und dann einfach in feine Streifen schneiden. Das zerfällt alles. Also zum Schluss schaut es so aus. So, ich habe jetzt einen halben Kopf gemacht, das reicht, wir sind bloß zwei Leute, deswegen wird schon passen. Das Ganze kommt jetzt auf den Herd, ein bisschen Fett drüber. Und dann wird es erst einmal eingeschalten. Das fällt jetzt ein bisschen in sich zusammen und dann müssen wir es auffüllen wieder. In der Zeit können wir den Apfel gleich schneiden. Apfel klein schneiden, teilen, vierteln, Stiel weg. Gehäuse raus, Scheiben. Da seht ihr es schon, es wird weniger. Jetzt können wir einen Apfel schon dazu der.
Wenn das Blaukraut einigermaßen zusammengefallen ist, dann übergießen. Essig. Der Rotwein. Da ist es ist immer eine Geschmackssache, was ihr an Mengen hernehmt. Wie es halt bei jedem Essen ist. Ich nehme jetzt das halbe Flasche. Das ist ungefähr ein Dreiviertel Tasse. Und weil ich es vorhin vergessen habe dazu zu sagen, Wasser. Und jetzt lassen wir es stehen, bis Wasser weg ist. Dann muss halt alles weich gekocht sein. Dann müssen wir es bloß noch würzen und dann können wir es schon fast essen. Die Flüssigkeit kommt da rein, bis fast alles bedeckt ist. Es schaut jetzt noch ein bisschen was raus. Wenn ich drauf drücke, da wird alles verschwinden. Jetzt müssen wir es bloß noch würzen mit etwas Salz, dem Pfeffer, ein wenig Zucker, zwei bis drei Lorbeerblätter und 10 Nelken. Wir verrühren das Ganze und dann lassen wir es stehen, bis die Flüssigkeit komplett verdampft ist. Deckel halb auf, sonst verdampft nämlich nichts. Halbe Hitze bei meinem Herd stehen lassen und ungefähr warten, circa 2 Stunden. So, ich habe jetzt den Deckel runter vom Blaukraut. Jetzt werden wir dann das Ganze weiter köcheln lassen. Die Flüssigkeit muss raus. So, wenn man sieht, das Wasser wird immer weniger. Wir können jetzt also, und es wird auch immer weicher, das klein bisschen Gelee mit reinmachen. Es gibt dem Ganzen noch eine zusätzliche fruchtige Note zum Apfel. Klatschen wir da jetzt drauf. Jetzt da Brombeer-Gelee genommen. Das ist was ich persönlich als sehr gut dazu empfinde. Man kann aber vielleicht auch noch eine Kirsche nehmen oder sie selber ins Ohr nehmen oder ein Apfelgelee, ein Extrix. Je nachdem, wie man es gern hat. Und dann wird es weiterköchelt, bis das Wasser verschwunden ist. Unser Blaukraut ist soweit fertig. Wir haben fast die komplette Flüssigkeit verkochen lassen. Es ist butterzart. Wir müssen es nur noch anrichten und dann können wir essen. So, das soll es gewesen sein. Wir machen das Blaukraut. Das so viel zu Part 1. Mir hat es gefallen, wenn ihr wieder einschaltet und sie da hörst, kochen mit euch. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann, wie man die Semmelknödel macht. Lasst euch schmecken, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt so sonst. Pfiat euch, Eier der Feind, oder?